Ich bin wieder da! Ich bin die letzten 3,5 Wochen in Australien und Singapur und was ich dort alles so gemacht und erlebt habe, seht ihr jetzt. I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be free. Trinken ist für diese Serie das Wichtigste, weil das letzte Mal habe ich es vergessen und ich hatte so ein trockenes Maul gehabt. Also diesen Fehler mache ich nicht mehr. Und wie habt ihr den kleinen Clip gefunden? Ich wäre froh um Bewertungen, also schreibt die gerne in die Kommentare rein, weil wenn es euch gefällt, dann mache ich natürlich mehr, wenn ich dann wieder mal auf die Reise gehe. Irgendwann. Einfach bevor ich jetzt anfange mit erzählen, ich will nur sagen, dass das Video recht lang wird gehen, weil ich habe so viel zum Erzählen. Ich könnte eigentlich 3 Stunden lang über den Ausflug reden, aber
Ich tue es jetzt ein bisschen kürzen wenigstens. Und das letzte Video habe ich leider auch schon kürzen, weil ich habe so viel gefilmt in Australien und Singapur. Und ich habe dann halt nur etwa die Hälfte davon gebraucht, damit halt echt das Wichtigste drin ist und das Video nicht, keine Ahnung wie viele Minuten geht. Aber macht euch einfach gefasst auf ein riesiges Video. Ich glaube, ich fange einfach mal an und erzähle, was wir eigentlich so gemacht haben in diesen 3,5 Wochen. Also angefangen hat es natürlich mit dem Flug auf Melbourne, mit dem Zwischenstopp in Singapur. Wir haben das Glück, dass wir in Melbourne Verwandte haben und die haben uns natürlich aufgenommen, liebevoll vor allem, sie waren wirklich mega nett gewesen. Und auch wenn sie das nicht verstehen, aber danke für das, weil sonst hätte man noch ein Hotel suchen und all das. Und dann sind wir eben in Melbourne gewesen, haben dort ein bisschen die Stadt erkundet, sind einmal auf den Eureka Tower rauf, das ist so eigentlich Turm wie in dieser Stadt auch, wo du halt kannst, auf die Stadt runterschauen. Dort war es wirklich cool, weil du hast die ganze Stadt gesehen, also du hast eine extrem grosse Sicht gehabt, was mega cool ausgesehen hat. Und dann gibt es dann noch so einen Raum, wo du kannst reinstehen und der fährt dann so raus und dann hat so, also wird alles durchsichtig und dann sieht es aus, als ob du halt über der Stadt bist. Und wir haben das dann nicht gemacht, weil wir dort noch extra Geld zahlen mussten, plus man hat noch 30 Minuten müssen warten und es langt das auch so, weil die Sicht war mega cool gewesen. Und dann haben wir noch anderes Zeug in Melbourne gemacht, wie wir sind shoppen und sind in einen Markt gegangen, der mega cool war. Das ist riesig, der Markt. Ich weiss auch nicht, da denken wir an, wir haben grosse Märkte und der ist so gross. Es hat wirklich eine riesige Halle gehabt. Und einmal sind wir auch noch mit einem Verwandten von uns in einen Park hinein, wo einfach freilebende Kängurus hast. Und für uns war das dort schon mega cool gewesen, weil die sind einfach ein paar Meter entfernt. Du hast zwar nicht ganz nah herangehen, weil das wäre dann gefährlich geworden, weil sie sind wirklich wild, aber du konntest Fotos machen von denen und hast halt, für uns war das erste Mal zum Kängurus gesehen. Und dann haben wir so eine Art Roadtrip gemacht auf Sydney rauf. Das sind etwa so ca. 1000 Kilometer, also von da auf Italien runter, also ein rechtes Stückchen eigentlich. Und dann haben wir das aufgeteilt auf 3 Tage und halt mit 2 Übernachtungen. Und der erste Tag war der längste, also die längste Fahrt. Und dann ist es am Schluss so gewesen, wir machen dann noch ein bisschen Zwischenstopps, um halt die Sachen zwischendurch anschauen. Weil sonst würden wir halt einfach vorbeifahren und dann könnte man eigentlich genauso gut fliegen. Und dann sind wir, weil dort halt Winter ist dort die Sonne schon etwa um 5:30 Uhr untergegangen. Und dann sind wir locker 1-2 Stunden lang einfach nur in der Dunkelheit gefahren, mitten im Wald drin. Und nur eine Spur hin, eine Spur zurück. Und es ist halt wirklich extrem gruselig, weil du hast einfach alle 3-4 Minuten hast ein Auto oder halt einen Truck. Der eine ist einmal über die Sicherheitslinie, also der wäre fast in uns reingetatscht. Und es ist extrem gruselig, weil es sind so die typischen Trucks von Amerika, die so beleuchtet sind. So, du siehst nur das, halt nur die Lichtchen und sonst nichts. Das ist so, ja, aber das Coole war, man hat die Milchstraße oben gesehen, also halt den Anfang der Milchstraße. Und ich habe sie vorher noch nie gesehen und darum war es mega cool gewesen, aber halt die Fahrt an sich war gruselig gewesen. Und dann haben wir dort übernachtet an einem Ort und dort haben wir die erste Spinne im Bett gehabt, also bei mir im Bett vor allem. Und ich war der, der halt eher ein bisschen Angst hat vor Spinnen und Schlangen, weil man hört Australien halt giftige Sachen, also giftige Tiere. Und dann hatte ich halt ein bisschen Respekt vor denen und dann hat halt mein Vater sie auch gefangen und wir haben sie dann über die Nacht einfach drin gelassen im Gefäß und haben sie dann am Morgen rausgelassen. Also ich hatte trotzdem Angst gehabt, aber es war eigentlich gar nicht mal so schlimm gewesen. Also, das, was man hört, klar, es stimmt, aber es ist nicht so schlimm, wie man eigentlich denkt. Auf jeden Fall sind wir dann weitergefahren. Die nächsten 2 Tage waren halt auch gefahren, nicht im Dunkeln oder so, es war halt ein bisschen angenehmer gewesen. Wir sind in 2 Tierparks gegangen und dort hast du Kängurus, halt eher Baby-Kängurus oder halt eher kleinere. Und die hast du dann füttern, hast echt die Hand angehoben und die sind dann echt zu dir rangekommen, das war so herzig. Und dann haben sie auch aus deiner Hand rausgegessen und du hast dann müssen, also es hat geheißen, man sollte Brust streicheln, weil das haben sie gerne und die sind dann wirklich, haben sie zu dir runtergebuckt und es war so herzig. Also das war wirklich eines der coolsten Sachen von dieser ganzen Reise. Und dann haben wir noch andere Zwischenstopps gemacht, manchmal halt am Strand, wo mega schön war. Der eine Strand, dort hat es auch wirklich freilebende Kängurus einfach am Strand, das war auch mega cool gewesen. Und dann sind wir dann in Sydney angekommen. Dort haben wir halt so das Typische gemacht, halt das Opera House angeschaut, wir sind auf die Harbour Bridge draufgegangen, sind auch, haben eine Wanderung gemacht auf der anderen Seite. Also es hat ja Sydney ist ja in so einer Bucht drin und dann auf der anderen Seite halt vis-à-vis von Sydney, also gehört immer noch zu Sydney, aber
ist halt echt der andere Teil, wo nicht das Opera-Haus ist und so. Haben wir eine Wanderung gemacht, auch so durch ein bisschen Wald und so. Und dann, dort hat es so eine lustige Geschichte, weil wir sind so am Laufen waren und dann ist auch so, haben wir etwas gehört so im Gebüsch, das so geraschelt hat. Und dann sind wir angehalten und haben gedacht, oh nein, was ist denn das? Weil du weißt nie, was halt aus dem Gebüsch rauskommt. Und dann warten wir so und es hat eigentlich getönt wie ein Mensch, der rauskommt. Und dann sehen wir einfach so, wie so, es sieht aus wie ein Truthahn, aber es ist so ein australischer Wildvogel. Hat eigentlich so seinen Kopf rausgegeben und hat uns so angeschaut, so, was macht ihr da? Und er hat, glaube ich, auch Angst vor uns gehabt. Und dann haben wir mega lachen und es hat etwa so ausgesehen. Okay, aber jetzt weiter. Wir sind dann weitergelaufen und haben halt echt so eine Wanderung gemacht und dann sind wir am Schluss sind wir bei einem Strand gsi, wo mega schön war. Also er ist zwar mega berühmt gsi, er ist schön gsi, aber er ist nicht so, dass er jetzt so berühmt müsse sein, aber ist ja egal. Auf jeden Fall sind wir dann am nächsten Tag noch in den Zoo rein. Der war am Anfang recht enttäuschend gsi, aber der ist dann mega cool gsi, weil die meisten Tiere sind halt Stereotyp. Falls ihr nicht wisst, es ist halt einfach, sie sind so lange im Cake drin gewesen, dass sie halt echt die gleiche Bewegung machen oder immer den gleichen Ablauf haben, weil sie halt einfach eingegangen sind. Und dort sind wirklich recht viele Tiere sind so gewesen, aber eigentlich der Zoo an sich war cool gewesen. Wir haben recht viele Tiere gesehen. Sogar der Elefant hat eine Show gehabt, also nicht eine Show, aber der hat einen Trick gemacht. Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Der ist zum Beispiel einmal auf 2 Beinen gestanden. Das hat so cool ausgesehen. Ich habe halt leider kein Foto oder so von dem, aber es ist so cool. Und er hat Rollen gemacht und hat so mit dem Böllen hat er gespielt. Also ist auch cool. Das habe ich jetzt noch nie gesehen irgendwo. Und dann haben wir halt weitere Tiere gesehen. Es ist wirklich, hat eigentlich recht viele Tiere. Und dann den letzten Tag sind wir noch ins Museum gegangen. Und dann ist es schon weitergegangen, ein bisschen ins Landesinnere von Australien, weil das ist praktisch nicht bewohnt dort, das ist einfach Wüste. Also jetzt einfach gesagt. Und dort hat es so 2 berühmte Gebirge. Das eine ist der Uluru, also das heisst halt so, oder Ayers Rock, aber das Uluru wäre der richtige Name. Und das andere sind die Olgas, dort den richtigen Namen kann ich halt nicht aussprechen, darum sage ich es nicht, ich tue es mal auf den Bildschirm. Und dann sind wir die anschauen, das ist wirklich, die Fotos sagen nur, oder die Videos sagen nur etwa die Hälfte aus von dem, was es eigentlich ist. Es sind so überwältigend, die Steine und halt auch die Geschichte, wie sie entstanden sind, weil, ich sage jetzt einfach mal grob Geschichte, weil ich will es nicht falsch sagen, aber es ist anscheinend auch so, dass Steine von einem anderen Gebirge runtergefallen sind und dann sind die durch das, dass 2 Erdplatten gegeneinander sind die aufgestanden und der vom Uluru ist, also die Steine sind um 90 Grad aufgestanden, also wirklich steil und die anderen sind ein bisschen weniger, dabei sind nicht mehr wie viel Grad, das sind aber halt auch aufgestanden und das ist schon schwer zum Denken und darum sind die 2 Gebirge entstanden, weil rundum in der Umgebung hat es eigentlich nicht so viele Gebirge mittlerweile. Und die sind aber mega cool gewesen, also das kann man wirklich empfehlen. Es hat einfach ein Resort mit vielleicht 4, 5 Hotels, einem Laden zum Kaufen. Also es ist wirklich krass, wie die Leute dort leben. Und das ist es eigentlich. Es hat vielleicht 2, 3 Souvenirshops und 2, 3 Cafés. Und sonst ist das alles. Und es hat einen Flughafen, wo du einfach reinkommst. Dann hast du dort den Baggage Drop, also Baggage Drop off. Und nachher geht es über zum Check-in, zum Security Check. Und dann bist du beim Flugzeug. Und das ist es. Und eine Lande- und Startbahn, die extrem kurz ist. Also wir sind gelandet und wir sind gerade am Ende davon. Also, ja. Und dann sind wir von dort weggeflogen und sind wieder ab auf Melbourne gegangen. Haben dort nochmal ein paar Tage bei den Verwandten verbracht, nochmal ein bisschen die Stadt angeschaut. Und dann ist es eigentlich auch schon mit Australien und dann sind wir über auf Singapur für 2, 3 Tage. Haben dort noch ein bisschen die Stadt angeschaut, plus da das Gebäude, wo so oben ein Schiff hat, ich weiß auch nicht, wie das heisst. Aber das war auch mega cool. Wir sind dort auch noch in einen Zoo reingegangen, wo du auch recht viele Tiere hast. Sie waren auch Stereotyp, ein paar, aber du hast Orangutans, die halt einfach oben, es hat so an den Bäumen hat so Befestigungen. Ich kann heute nicht mehr reden. Und die sind dann echt dort drauf und die könnten eigentlich theoretisch runterkommen und aus dem Cake rausgehen. Und das war halt auch cool, weil sie sind nicht eingezäunt waren, sondern halt wirklich frei. Und halt auch andere Äffchen jetzt auch gehabt, die einfach auf dem Schild oben gehockt sind. Das war auch mega cool. Und halt auch sonst, es hat einen Eisbär gehabt, aber der war extrem dreckig und halt auch Stereotyp. Und den hat man dann fast leid da. Und
der ist nicht mehr weiß, der war wirklich braun. Aber es hat auch sonst andere Tiere, coole Tiere gehabt. Und dann sind wir noch aufs Riesenrad am einen Tag, wo wir auch die Formel 1 Bahn gesehen haben. Das ist halt für mich cool, weil ich die Bahn halt bis jetzt nur im Fernsehen gesehen habe. Und dann haben wir auch noch halt einfach die Stadt von oben gesehen, plus extrem viele Schiffe. Es hat wirklich so viele Tankschiffe oder halt generell einfach Lieferschiffe, einfach wo du so siehst, wie du dort hinten so ein Schiff hast beim Horizont und plötzlich verschwindet es. Das hat cool ausgesehen. Aber dann ist leider auch ein Gewitter gekommen und zum Glück sind wir rechtzeitig noch runter, weil nachher hat es extrem geregnet. Ich zeige euch dann mal schnell ein Video. Ja, also ich habe praktisch noch nie gesehen, dass es so fest geregnet hat. Und ja, das wäre eigentlich Australien und Singapur so grob erklärt gewesen. Falls ich etwas vergessen habe, weil es passiert noch viel, dass ich dann etwas vergesse. Ich habe jetzt, auch als ich das jetzt gedrillt habe, habe ich mehrere Takes gehabt und plötzlich habe ich gedacht, oh nein, etwas Wichtiges habe ich verpasst. Darum, falls ich etwas verpasst habe, und ich das jetzt dann gerade noch zeigen. Aber sonst war es eigentlich gewesen. Ah genau, ich habe nämlich doch etwas vergessen, jetzt ist mir wieder eingefallen. Wo wir im Outback waren, also im inneren Teil des Landes, haben wir 3 Touren gemacht. Die ersten 2 waren für den Uluru gewesen. Die erste war eine Sunset Tour, da bist wirklich einfach, du hast so das Gebirge vor dir und einfach eine Raststätte für die Autos. Und dann schaust du einfach dort zu, wie halt so die Sonne untergeht und dann bekommst du halt Champagner und so. Ich kann es natürlich nicht trinken. Und halt Snacks und so. Und das ist wirklich cool. Also die Tour, ich würde sie schon empfehlen, es ist halt recht teuer, aber es ist halt cool, weil der Tourguide gibt dir dann auch Informationen, eben wie es entstanden ist, was ich vorher gesagt habe und so. Und das war wirklich cool gewesen. Und dann halt auch die zweite Tour, die wir gemacht haben, das ist einmal um den Uluru rundherum laufen. Das sind so etwa 10 bis 11 Kilometer. Es ist alles flach, es ist nicht allzu schwer. Und der war auch cool, weil wir haben dort Höhlen gesehen von den Aborigines. Das ist ein altes Volk, das dort halt früher gelebt hat. Und das ist wirklich cool, weil dort hast du gesehen, was sie gezeichnet haben an der Wand bei den Höhlen. Wir haben es zwar nicht fotografieren, weil das ist halt wirklich privat für die Aborigines und das verstehe ich halt auch. Ich will jetzt nicht etwas online stellen, das ihnen nicht passt, auch wenn sie es vielleicht nicht sehen, aber halt der Gedanke zählt. Aber der Tourguide hat dir dann auch wertvolle Informationen gegeben. Die Tour ist halt auch wieder recht teuer, aber wenn man die Informationen will, ist es wirklich nutzvoll für das. Und dann die dritte Tour war noch über zu den Olgas. Dort ist man einfach, es sind halt mehrere Berge in dem Sinn oder halt Hügel. Und durch die einen 2 ist man dann durchgelaufen und dann hat man halt gesehen, Geschichten von den Steinen, die runtergefallen sind, wie sie aufgestanden sind. Und es war wirklich cool gewesen. Und dann haben wir auch noch ein paar Sachen über die Olgas gelernt. Also für das ist die Tour wirklich gut. Siehst du, jetzt, als ich das letzte erzählt habe, ist mir jetzt nochmal etwas in den Sinn gekommen. Ich bin blöd, ja. Die letzten paar Tage sind wir nicht echt nur in Melbourne bei den Verwandten, also das auch, aber wir sind dann Great Ocean Road haben wir gemacht. Das ist, also vielleicht kann ich jetzt eine Karte einblenden, aber Sydney ist so nordöstlich von Melbourne. Und dann sind wir eben dort zuerst raufgefahren, wo wir da den Roadtrip gemacht haben. Und das Great Ocean Road ist gegen den Westen, halt über Richtung Adelaide fast schon. Also nicht vermutlich, die Straße hört dann irgendwann auf. Aber es ist halt echt an der Küste entlang. Und, sorry, ich habe gerade schauen, ob ich überhaupt am Aufnehmen bin. Haben wir die gemacht, weil dort hast du wirklich, ich weiss nicht, ob ihr die 12 Apostel kennt. Das ist halt das Endziel dann von der Straße, oder halt eines der berühmten Ziele. Und dann haben wir die Straße gemacht. Es hat so immer wieder schöne Ausblicke gehabt, wo man halt Fotos machen von der Küste einfach. Und es hat auch so, nicht einen Tierpark, halt einfach Bäume, ganz normal mit der Straße. Und dort hat es auch Koalas im Baum, wo halt alle geschlafen haben. Hure Fußsäcke. Nicht gegen Koalas, aber sie sind mega herzig. Aber haben wir dort nochmal ein paar wilde Koalas gesehen, weil wir haben durch den ganzen Trip nicht so wahnsinnig viele Koalas gesehen. Nie einen wilden bis dort. Und halt die, wo wir im Zoo gesehen haben, sind meistens am Schlafen gewesen. Und du hast halt wirklich nie näher sein, weil sie sind halt immer eingesperrt gewesen. Und dann haben wir die noch gesehen, sind wir weitergefahren, halt nochmal ein bisschen die Küste so gesehen. Dann sind wir eben zu den 12 Aposteln gekommen und das ist wirklich nochmal eines der Highlights gewesen. Es ist so wunderschön, auf den Fotos kommt es wirklich nicht so durch, wie es in echt ist. Sie sind mega schön, vor allem beim Sonnenuntergang. Wir haben Glück gehabt, dass wir gerade beim Sonnenuntergang angekommen sind. Und das war so wunderschön dort gewesen. Also das ist wirklich etwas von den Sachen, die ich empfehlen kann. Also
Den ganzen Trip kann ich eigentlich empfehlen, weil Australien ist mega schön, aber das ist wirklich, wenn man nur das Gröbste machen will, ist das wirklich etwas, was ich sagen muss, das ist etwas, was man machen muss. Und dann haben wir dort noch übernachtet, einfach in einem Motel oder so. Und dort hat es auch noch mal ein Spielen gehabt, aber das ist nicht so wichtig. Für den Fall sind wir dann am Morgen, ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, London Bridge has fallen down, aber wenn ihr es kennt, das kommt von dort, weil dort hat so, wenn man ein bisschen weiterfährt, hat es nicht wie Abbau, also es sind halt auch so Gebirge, oder ich weiß auch nicht, wie man das nennt, wenn halt einfach etwas aus dem Wasser rauskommt, wo unabhängig ist von der Küste. Auf jeden Fall hat es nochmal ein paar von denen gehabt und ursprünglich sind die verbunden gewesen. Und dann irgendwann mal ist ein Teil, wo halt das verbunden hat, eben Brooke London Bridge hat die geheißen, ist runtergefallen, weil es halt einfach zu schwer geworden ist. Und dann, also das ist so eine Geschichte dort, es hat glaube ich 1-2 Menschen dort drauf gehabt, die halt dann können gerettet werden. Aber es ist halt trotzdem recht ein Drama, wenn einfach ein Teil von dem Ding runterfällt und es hat noch Leute dort drauf gehabt, die dann nicht mehr weggehen können. Und dann haben wir das noch angeschaut, plus wir sind dann noch weitergefahren ein bisschen, und dann haben wir dort Whale-Watching machen. Dort hast du einfach anstehen und dann hat so, vorne hat es einfach Wale gehabt. Es sehen aus wie Orcas, ich weiß nicht mehr genau wie es heisst. Falls mir in den Sinn kommt, dann schreibe ich es jetzt am Bild, also auf den Bildschirm. Aber das sind wirklich einfach wilde Wale, die dort waren. Der eine hat sogar ein Baby gehabt. Und da hast du auch zuschauen, wie die halt dort rumschwimmen und so. Und das war auch recht cool gewesen. Und jetzt zum Schluss noch ein Thema, das vielleicht manche Leute ein bisschen aufregt. Mich regt es in dem Sinne auch auf, weil ich bin nicht gerne der Typ, der etwas sagt und nachher dann das nicht macht in dem Sinn. Auch wenn es jetzt da gut ist. Aber ich habe ja vor ein paar Videos gesagt, dass das nächste Moment-Video das letzte Video ist. Und meine Familie hat mich jetzt überzeugen, dass ich weiterhin Videos mache. Weil ihr Argument war, das ist sozusagen nicht mein Markenzeichen, aber halt die Leute kennen mich ein bisschen für das. Das stimmt auch ein bisschen, also ich will jetzt nicht angeberisch tönen, aber in meiner Klasse singen damals recht viel oder haben den Jingle gesungen von dem Moment. Weil, keine Ahnung wieso, ich bin einfach an einem Nachmittag daheim gehockt, habe einfach irgendwie gedacht, ich muss jetzt eine Show aus dem machen, also halt so das Intro von einer Show. Und dann ist mir echt das in den Sinn gekommen, ich weiss auch nicht wieso, fragt mich nicht. Und jetzt mache ich die Serie weiter. Ich habe mich jetzt dazu entschieden. Stimmt wirklich, dass halt das ein grosser Teil ist von meinem Kanal und dass halt viele mich dafür kennen. Und dass das halt auch nebenbei eine der beliebtesten Serien ist, die ich je auf meinem Kanal hatte. Darum, auch wenn es jetzt blöd ist, so, wenn ich zuerst sage, so, ich höre jetzt auf mit dieser Serie und jetzt mache ich halt trotzdem weiter. Es ist jetzt echt so, das nächste Video wird trotzdem ein bisschen mehr Moment haben. Eben, es kommt darauf an, was ihr als in die Kommentare schreibt. Aber ich werde trotzdem sicher mehr als 8 Momente machen. So, ich glaube, das langt jetzt aber auch. Bevor ich es noch vergesse, ich glaube, ich mache echt so ein paar Highlights, was ich am besten finde. Also ich würde, wenn ihr mal, sorry, mein Auge gerade ein bisschen, es hat etwas drin gehabt. Falls ihr mal wollt, auf Australien kommt, dann würde ich sagen, macht so viel wie ihr könnt, weil ich weiß nicht, ob ihr irgendwann mal wieder werdet da ankommen, weil es ist eben am anderen Ende der Welt. Aber wenn ihr wirklich nur das Gröbste wollt sehen oder das Kühlste, dann sage ich auch mal meine Highlights. Also das, was ich auch gefunden habe, ist das Beste von allem gewesen. Zum einen eben da Kängurus, die man kann füttern, die sind extrem cool gewesen, halt von näherem gesehen. Das Outback war extrem cool gewesen mit dem Uluru, mit den Olgas halt. Nur schon die Fotos, die man dort machen konnte, die sind so wunderschön. Also halt nicht wegen dem Fotograf oder so, aber halt einfach der Stein oder halt einfach das Gebirge ist mega cool. Und Great Ocean Road ist auch extrem schön. Auch die Fotos, die man dort machen kann, sind extrem schön und das würde ich einfach am meisten von dem alles empfehlen. So, ich höre jetzt aber auch auf. Mein Glas ist schon leer, darum ist mein Maul extrem trocken. Aber falls ihr noch mehr sehen von dem ganzen Trip, dann schaut doch mal bei Instagram vorbei. Da werde ich recht viel jetzt posten von dem, weil ich habe extrem viele Fotos gemacht. Darum bleibt gespannt auf das. Und falls ihr noch Verbesserungsvorschläge habt oder so, wieso habe ich gerade so hässlich geschmatzt? Aber ja, falls ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare, ob es jetzt ist, dass ich langsamer reden soll oder mit dem Licht oder mit der Kameraeinstellung. Was auch immer. Schreibt es gerne in die Kommentare rein oder dass ich es weniger sagen sollte, weil das sage ich recht viel. Und ja, bleibt gespannt, was jetzt alles noch kommt. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch alles für Videos mache. Irgendwann wird das neue Kendama-Video vermutlich kommen, weil ich will schnell von dem Image vom letzten Video wegkommen, weil ich kann das... Also, erstens mal ist es nicht gut bei euch angekommen und ich finde auch, es ist ein bisschen
einfach aus dem Nichts raus eine Geschichte zusammen und die Geschichte ist auch nicht so gut. Darum möchte ich so schnell wie möglich ein Neues machen, damit man halt von dem wegkommt, weil das einfach so sein lassen, finde ich jetzt blöd. Und auch noch andere Sachen werden kommen, vielleicht mal ein anderes Projekt, das ich auch schon mal lange machen. Ich habe schon eins im Kopf, wo vielleicht schon das nächste Video sein könnte, aber ich höre jetzt auch auf reden, weil ich rede so lange und das tut mir wirklich leid. Das ist sicher auch ein Verbesserungsvorschlag. Ich sollte weniger einfach Blödsinn reden und halt mehr einfach das, was man sagen. Ja, aber ja, ich höre jetzt auf, ich rede einfach nur noch dummes Zeug. Und ja, dann würde ich auch schon sagen, es war mit dem Video und ich sehe uns das nächste Mal. Tschüss! Rate mal, welcher Idiot für die Art von Dings so lang, also für die Art von Serie so lange braucht, um zu filmen.